Hey, guten Morgen alle zusammen. Es ist 7 Uhr morgens. Es ist unser vierter Tag, wo wir uns heute beschäftigen mit verschiedenen Begriffen für Worship in der Bibel und dann zusammen mit Worship und Gebet und einem Bibelvers starten. Ich bin begeistert über den heutigen Begriff, weil es so ein bisschen mein Lieblingsbegriff von all denen. Er heißt Tehillah. Tehillah. Was heißt Tehillah? Ist kein Mädchenname, obwohl wäre wahrscheinlich ein schöner Mädchenname. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so heißt. Und der Titel heißt heute, wenn dein Herz zu singen beginnt. Ich werde dir zuerst einen Psalm vorlesen, wo dieses Wort vorkommt und dann erklären, was es genau heißt. Mein Mund sei voll deines Lobes, deines Ruhmes den ganzen Tag. Okay, Tehillah heißt Lob, Lobpreis, Lobgesang oder auch eine Hymne singen. Aber es ist mehr als nur, ich habe etwas einstudiert und ich bringe dir jetzt das, oder im Hebräischen wird das oft in Zusammenhang gebracht mit, ich singe dir jetzt ein neues Lied, Gott. Du kennst vielleicht den bekannten Psalm 40, wo steht, er legte mir in den Mund ein neues Lied, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Und hier kommt das Wort wieder vor, dieses Tehillah, einen Lobgesang auf unseren Gott. Aber auch das Wort, er legte mir in den Mund ein neues Lied. Das heißt Shir Chadash, wenn ich das richtig ausspreche, bin ich nicht ganz sicher. Aber dieses Zusammenspiel von ich bringe dir jetzt etwas Neues und Tehillah, ein Lobgesang, also Singen, sehen wir hier mega gut, das Zusammenspiel. Und mich fasziniert das, weil ich bin selber auch Songwriter und schreibe Songs und versuche neue Melodien und Texte, um Gott anzubeten, allein oder in der Kirche. Und das ist etwas, wo ich Gott selbst mega erlebe. Und ich denke, dass du hier vielleicht Gott auch erleben könntest, aber das noch nicht so richtig weißt. Weißt du, warum ich das denke? Ich glaube, Gott, wenn du darüber mal nachdenkst, der hat ja alles, dem gehört ja alles. Er ist der Schöpfer der Erde, König von allem. Aber es gibt etwas, das hat er nicht. Gott hat nicht das, was du ihm nicht bringst. Alles, was du ihm nicht freiwillig opferst, hingibst, sei es in deinem Leben eine Hingabe oder eben auch Worship, das, was du ihm bringst, das hat er nicht. Das ist eine freie Entscheidung, was er offen gelassen hat, was du ihm aus Liebe bringen kannst. Und im 1. Korinther 14, 26 steht etwas Interessantes. Es steht, wenn ihr zusammenkommt in der Kirche, hat jeder etwas beizutragen. Jeder, okay? Denk darüber nach. Behalt das im Auge. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat. Andere reden in unbekannten Sprachen. Und wieder andere übersetzen, dass gesprochen für alle wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Hier sehen wir ein Schlüsselprinzip für die Kirche. Jeder von uns hat etwas zu geben. Jetzt natürlich, wenn du in ein Setting reinkommst von Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Leuten an einem Morgen oder Sonntagabend, dann glaube ich nicht, dass Paulus gedacht hat, jeder soll auf die Bühne kommen und etwas sagen. Von dem redet Paulus hier nicht. Ich glaube, als erstes ist hier eine Herzenshaltung gemeint. Wie kommst du in die Church? Wie kommst du in deine Gemeinde oder in deine Small Group rein? Als, oh, ich bin so leer, ich muss jetzt auftanken, ist eine Variante. Und vielleicht gibt es das auch mal, aber eigentlich sagt Paulus, ihr habt immer alle etwas zu geben. Ihr habt immer alle etwas zu bringen. Und wenn du jetzt in der Worship bist und die Band spielt vorne so klassisch, bei uns in Zürich zum Beispiel, dann hast du was zu geben, du hast was zu bringen. Du hast Gott dein Inneres zu bringen. Du hast Gott deine Gebete zu bringen. Du kannst laut mitsingen, was vorne auf der Leinwand steht, die Lyrics, aber, und das wollen wir heute auch ein bisschen noch dann probieren, du kannst auch lernen, selber Songs einfach zu singen, ganz simple Songs, vielleicht eine Line und das so dein Tehillah und dein Shir Kadash einfach so formst und das liebt Gott. Es ist wie ein Kind, das eine Zeichnung malt und auch wenn sie nicht perfekt ist, der Vater freut sich so sehr. Und jetzt wollen wir in einen Song reingehen. Lobe den Herrn, Seele singen. Und ich glaube, du solltest auch im Stream unten die Lyrics finden, wenn du sie nicht kennst. Ist aber gar nicht so schlimm, wenn du heute die Lyrics nicht kennst.
dann versuch einfach mitzusingen und rundherum zu singen und deine eigenen Worte einfließen zu lassen und deinen Song mit meinem Song hier verbinden zu lassen, weil Gott liebt das. Probier es aus, wie es dich selbst stärkt und wie auch andere dadurch gestärkt werden und am Sonntag auch die Church, okay? Ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt alles dir an Nuggets reingeballert habe, aber einfach lass uns in diese Worship-Zeit reingeben, sing Gott dein eigenes Lied. Lass uns ihn anbeten in diesen nächsten 5 Minuten, einfach sagen, Gott, du bist wunderbar. Ich brauche dich, ich will dich und wir richten uns jetzt ganz auf dich aus. Vater, wir lieben dich. Jesus, ich weiß, du liebst mich für immer. Niemals will ich getrennt sein von dir. Name für immer und ewig bringe ich dir all mein Lob, dir allein lobe den Herrn, Seele sind, Gutes hat dir getan, egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Jesus, ich weiß, du liebst mich für immer. Niemals will ich getrennt sein von dir. Jesus, der Fürstenname für all mein Lob, der allein lobe den Herrn, Siege sind, Gutes der dir getan. Egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Lobe den Herrn, Siege sind, Gutes der was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Egal was kommt, ich bleib bei dir, du lässt mich niemals los. Mein Herz ist ruht in dir und weiß, du bist für mich genug, egal. Was kommt, ich bleib bei dir, du lässt mich niemals los. Mein Herz ist ruht in dir und weiß, du bist für mich genug. Lobe den Herrn, Siege sind, Gutes hat er dir getan. Egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht, der ewig besteht. Oh. Jetzt bring Gott dein eigenes Lied, dein eigenes Gebet, deine eigene Line, die du ihm schreibst, die du ihm dankbar bist. Erhebe deine Stimme zu Gott. Jesus, ich liebte, Jesus, ich brauchte, meine Seele schreit nach dir. Jeden Tag gibst du mir, was ich brauch, was ich brauch. Ich bin zufrieden, denn du gibst mir, was ich brauch. Wenn ich dich hab ich alles. Hab ich alles, Jesus. Oh, hey, oh,
mein Gott, mein Fels, mein Gott, mein Fels, auf den ich stehe, auf den ich trau, lässt mich niemals los, lässt mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Nimm mein Lob heute Morgen, Gott, ich bin dir dankbar für wer du bist und was du tust. Und ich sage meiner Seele, anerkenne, dass Gott er hat die Kontrolle nicht verloren über gar nichts. Er hält mich in seiner Hand. Jesus hält mich in seiner Hand. Oh, nichts und niemals kann mich trennen von seiner Liebe. Ich lasse los, vertraue auf dich. Ich lasse los und schau auf dich. Ich lasse los und vertraue auf dich. Ich lasse los und schau auf dich. Denn ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du bist gut. Mein Gott, auf den ich schau. Denn ich weiß, du bist gut. Weiß, du bist gut. Mein Gott, auf den ich schau. Lobe den Herrn, sehe es ihm. Gutes hat er mir getan. Egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Egal was auch kommt, mein Gott ist ein Fels, der ewig besteht. Yes. Danke, dass du hier bist, Jesus. Und ich danke dir für unsere Church Gatherings, für unsere Gottesdienste, Celebrations. Ich danke dir, dass du mit deiner Gegenwart uns immer wieder besuchst. Und ich bitte dich jetzt für jede Person, die hier zuhört, zuschaut, dass wir Menschen werden, die nicht in unsere Gottesdienste reinkommen als Konsumenten, sondern als Leute, die was zu bringen haben, als Söhne und Töchter von dir, als Hände und Füße von deinem Körper, die reinkommen mit deinem Mindset, okay, ich habe heute was zu bringen. Diesem allmächtigen, wunderbaren Gott, ich habe was zu bringen in der Worship, ich habe was zu bringen vielleicht in der Kaffeezeit, wenn wir jemanden ermutigen können oder jemandem was weitergeben können, einfach von Herz zu Herz, ich habe was zu bringen. Das will ich dir einfach sagen heute. Du hast was zu geben, du hast was zu bringen. Immer im Kontext und Kultur deiner Kirche, auch die Leiterschaft zu ehren, aber du hast was mitzubringen und beizutragen, wenn ihr zusammenkommt. Amen. I bless you mit einem guten Tag. Gott ist mit dir. Ich wünsche dir einen guten Tag. Morgen treffen wir uns für die letzte Runde dieser Woche, wo wir mit Worship starten. Und lass mich kurz gucken, was morgen das Thema sein wird. Morgen werden wir über den Latreia sprechen. Anbetung durch Hingabe. Was hat Anbetung mit einem Alltagsleben zu tun? Ich freue mich schon. Bis dann und mach's gut.